Er produziert aus vollen Rohren. Beat Grütter stellt Teigwaren für fast alle großen Detailhändler her, darunter die Pschüssig-Teigwaren. Manche Abnehmer bestellen dieser Tage das Siebenfache der normalen Menge. Am Produktionsstandort in Frauenfeld wird es langsam eng. Normalerweise ist die Halle leer, Herr Grütter. Ja, die Halle ist eigentlich Produktionshalle. Jetzt wird sie gerade noch ein bisschen missbraucht als Lagerhalle, weil wir da vorne einfach zu wenig Platz haben für alles. Der Umsatz ist dreimal höher als sonst, aber auch die Kosten sind gestiegen. Für Sonntags- und Nachtarbeit. Oder für Schweizer Eier, die so kurz vor Ostern ohnehin gefragt sind. Dann haben wir natürlich auch Probleme mit der Beschaffung vom Rohstoff, sei es Grieß, sei es Folie, sei es Karton. Es wird alles komplizierter. Viele Sachen kommen vom Ausland reingeliefert, ist alles zusammen im Moment teurer. Es ist nicht ganz so lustig. Die Schweizer Nahrungsmittelproduktion ist auf ausländische Rohware angewiesen. Für den Fall, dass diese ausbleibt, also für den absoluten Notfall, hält die Schweiz Pflichtlager. Kaffee haben wir gelagert 15'000 Tonnen, Reis ebenfalls im Moment 15'000 Tonnen, bei Zucker sind wir bei 55'000 Tonnen und bei Getreide, wenn man es zusammenzieht, haben wir etwa 180'000 Tonnen Getreide, wo man Brot daraus machen können, rund 23'000 Tonnen, wo man Hartweizen machen können. Hans Häfliger ist der Mann, der den Überblick hat über diese Vorräte. Wir treffen ihn im Silo im aargauischen Dintikon. Hier befinden sich 10% aller Pflichtlager: Weizen, Hafer, Roggen und mehr. Der Bund lagert das nicht selbst, er verpflichtet Firmen dazu, welche Nahrung importieren oder verarbeiten. Häfliger leitet die Genossenschaft Reserve Suisse, welche die Pflichtlagerbestände organisiert. Er tauscht sich täglich mit Firmen aus und hört, dass es derzeit mehr Geduld brauche als sonst, Rohwaren zu importieren, aber er beruhigt. Wir haben genug Nahrungsmittel, unsere Pflichtlager sind voll und die Warenvorräte, die unsere Genossenschaften damit arbeiten, die sind auch noch vorhanden. Also wir sind noch weit weg von einem Pflichtlager aufzutun. Ein 45 Meter tiefer Schacht voll mit Weizen. Die Pflichtlager blieben auch in naher Zukunft zu. Öffnen müsse man sie erst, wenn sich zu viele Involvierte mit Corona ansteckten. Die Leute, die in der Wertschöpfungskette arbeiten, seien das Transporteure oder die Verarbeitungsbetriebe, die Nahrungsmittel herstellen. Und wenn die jetzt komplett ausfallen, also kein Warenfluss in die Schweiz hineinkäme, dann müssten inländische Lager aufgemacht werden, weil wir dann den Transporteur vom Ausland nicht brauchen. Die Kosten der Pflichtlager trägt der Konsument mit einer Abgabe auf jedes gekaufte Kilo Getreide, Kaffee oder Reis. Würde der Import tatsächlich versiegen, sagt Häfliger, hätte die Schweiz genügend Pflichtlager für 4 Monate. Wir haben rund 700'000 Tonnen Lebensmittel. Und wenn wir jetzt die Lebensmittel auf Eisenbahnwagen verladen, mit 50 Tonnen so einen Wagen, dann gäbe es einen Zug, wo der letzte Wagen in Lausanne und Loki in Zürich stehen. Apropos Züge. Im Güterbahnhof Muttenz bei Basel fährt ein Sonderzug aus Rotterdam ein. 15 Kesselwagen mit Ethanol, einem Grundstoff für Desinfektionsmittel. Bestellt vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. An der Spitze eine Lokomotive von SBB Cargo International. Lokomotivführer Florian Holzapfel hat den Zug ab Mannheim gefahren. Die Arbeit ist für den zweifachen Familienvater so anspruchsvoll wie immer. Doch gerade in einer solchen Krise könne die Bahn ihre Vorteile ausspielen. Dass ich für die Versorgung enorm wichtig bin als Lokführer, ist mir schon bewusst, weil wenn wir die Züge nicht mehr fahren können, müssen diese großen Lasten irgendwie auf die Lkw-Fahrer. Ich habe 1400 Tonnen hinten dran an Ethanol, die müssten ungefähr auf 40 Lkws umgeladen werden. 40 LKWs würden an der Grenze wieder stehen, das wäre wieder ein Stau über mehrere Kilometer, weil die nicht weiterkommen. Und es wären 40 Risikofälle wieder mehr. Der grenzüberschreitende Bahngüterverkehr funktioniert also nach wie vor. Doch das ist selbst für Marktführer SBB Cargo International nicht selbstverständlich.
Es brauchte viel Überzeugungsarbeit, sagt uns Geschäftsleiter Sven Flore im Skype-Interview. Die Wahrnehmung war nicht in allen Ländern die, dass die Bahn das Rückgrat ist, um die Logistikketten abzusichern. Das hat wirklich Mühe gekostet, insbesondere auch in Italien, da eine Freiheit zu bekommen, dass unsere Leute Grenzen überschreiten dürfen weiterhin, dass der Güterverkehr auf der Schiene weiter rollt. Das haben wir erfolgreich hinbekommen. Das haben wir auch zwischen Deutschland und der Schweiz hinbekommen. Allerdings, die Aufträge gehen auch bei SBB Cargo International deutlich zurück, was das ohnehin margenschwache Geschäft zusätzlich belastet. Wenn dieser dramatische Einbruch sich jetzt fortsetzt, wird es auf kurz oder lang zu Liquiditätsengpässen kommen. Güterverkehr auf der Schiene ist nicht gerade so profitabel, dass man da in normalen Zeiten Rückstellungen und Rücklagen in Größenordnung bilden kann. Für Lokomotivführer Florian Holzapfel ist der Arbeitstag beendet. Das Ethanol wird zur Verarbeitung nach Schachen im Kanton Luzern überführt. Bei der Coop-Tochter Swissmill in Zürich wird gerade Inlandweizen für Weißmehl angeliefert. Gemäß Antoine Bollet, dem stellvertretenden Produktionsleiter, bezieht Swissmill die Hälfte aller Rohwaren aus dem Ausland. Noch erhalte er die Ware, die er brauche. Momentan ist das überhaupt kein Problem. Wir sehen, die Bahnwege sind da. Die Anlieferung der Rohwaren mit der Bahn funktioniert einwandfrei. Auch Swissmill hat die Produktion hochgefahren. Sie produziert nun in 2 Schichten statt in einer. Mitarbeiter bedienen 2 Maschinen statt wie bislang nur eine. Der Ausstoß im März 3-mal höher als normal. Die Nachfrage ist so groß, dass wir eigentlich nicht mehr das ganze Sortiment abdecken können. Wir haben uns beschränkt auf Standardsortiment und das ist Weissmehl in erster Linie. Und von was machen Sie denn weniger? Von gewissen Fertigmischungen beispielsweise oder andere Spezialprodukte. Also Roggenmehl oder einfach Spezialitäten. Ja. Swissmill lagert ihre Pflichtvorräte übrigens gleich neben der Produktion, also mitten in Zürich, im höchsten Getreidesilo der Welt. Pasta-Produzent Beat Grütter hat vor Ausbruch der Corona-Krise eine neue Lagerhalle bauen lassen. Er hofft auf ein baldiges Ende der Ausnahmesituation, nicht nur, weil die Beschaffung schwieriger geworden ist. Wir müssen schon wieder ein bisschen zurückfahren. Der Pace, den wir jetzt haben, das ist März. Wir gehen davon aus, dass die Hamsterkäufe jetzt vorbei sind, die Volumen nehmen wieder ein bisschen ab und wir können den Leuten wieder ein bisschen mehr freigeben. Corona hat die Versorgungslage verschärft. Doch die Schweiz hat vorgesorgt, selbst für den Fall, dass es schlimmer kommen sollte.